Hallo zusammen, du bist Kranklitis oder Chris. Hoffe, es geht nicht gut. Hoffe, ich alles klar haben. Schon lange nichts mehr gehört, hä? Oder gesehen. Auf jeden Fall ist gestern auf der Xbox One endlich die lang erwartete Demo vom, ihr könnt es lesen, Forza Horizon 2 rausgekommen. Und ich bin ja auch ein bisschen auf NeoGAF unterwegs in diesem Forum und dort waren sie anders am Hypen und sie versteuert und sobald es dann wirklich losgegangen mit dem Abladen, haben sie es auch gerade dort veröffentlicht und so hat man relativ schnell das Demo können ziehen, 12 Giga. Ist halt schon noch ein Brocken, aber ich meine, es ist auch ein Open-World-Game und das fertige Game soll dann, glaube ich, 36 sein. Ich denke aber nicht, dass man dann von diesen 12 auf 36 kann upgraden in dem Sinn, muss da auch, alles neu abladen, wenn man es digital zieht. Open your eyes. Listen closely to the sound of my voice. With every word and every number, you move faster and faster. On the count of 10, you will be in Horizon. I say, 1. Your pulse begins to quicken. 2. Your friends rattle in the back seat. 3. You're moving faster and faster, the ocean roaring beside you. 4. Your thoughts begin to wash away in a cloud of wind and dust. 5. Colored lights flurry in the distance. 6. The lights shudder. Everything lost in a thin blue haze. 7. You hurtle faster and faster into infinity. 8. The crowd thunders. 9. You cross into a larger, more colorful world. On the count of 10, everything you've ever known fades away. You will be in Horizon. I say 10. Yeah! Oder eben wow! Bestes Intro ever, würde ich fast schon sagen. Hey, ich habe Hühnerhaut bekommen, als ich das erste Mal gesehen habe. Und klar ist es ein bisschen dick aufgetragen, so, aber ich finde, sie haben die Bilder, die Stimme der Frau, der Text, haben das Zeug wunderbar kombiniert. Hey. Wow, echt ganz, ganz geil gemacht. Wenn du ein bisschen auf Autos und Musik stehst, ist die Chance, dass dir das Intro und eben auch das Game sehr gut wird gefallen. Einige haben sicher den ersten Teil auch schon gespielt oder auch hier auf dem Channel davon gehört. Ich kann es nur empfehlen, der erste Teil sowieso und was ich jetzt hier auf dem zweiten Teil gesehen habe im Demo. 1A, wirklich 1A. Am Anfang startest du, die Grafik ist schon ziemlich beeindruckend. Man muss hier mit dem, ist echt der Lamborghini Hurricane, wo man jetzt wieder zum Festival muss fahren muss. Man kennt es ja vielleicht aus dem ersten Teil. Und währenddem, dass ihr das hier gleich geniessen könnt, die Fahrt, meine mehr oder weniger vorhandenen Skills, hier auch ein bisschen Perspektiven wechseln, möchte ich noch kurz erwähnen, dass ja Playground Games ist der Entwickler von diesem Game. Die Forza-Lizenz ist bei Turn 10, das sind die jeweils Forza Motorsport Games machen, aber sie helfen hier auch ein bisschen mit. Und Respekt an die zwei Firmen, effektiv. Und ich habe mir vorhin schnell angeschaut, wie sie den Launch, also den Start von diesem Game planen. Und das geht jetzt eigentlich los mit dem Demo, das sie gestern released haben. Dann am 22. glaube ich, bekommen Tester ihre Review-Kopien, wo sie das Game dann bewerten können. Ein paar Tage darauf wird dann das Embargo aufgehoben, das heisst, sie können Reviews posten. Und schön auf Anfang Oktober ist das Game dann draussen. Der 3. ist es. Und es gibt so viele Hersteller, die gar keine Testkopien an irgendwelche Seiten oder Magazine schicken. Das ist immer ein bisschen komisch. Das lässt den Eindruck zu, dass man etwas zu verbergen hat. Sie haben absolut nichts zu verbergen und ihr erwartet Traumwertungen für das Game effektiv. Der Online-Teil können sie sicher noch eingeschränkt testen, weil noch nicht so viele Leute online sind, logischerweise. Aber
es ist wirklich, sie haben so viele Details geschaut und ich werde sicher noch das eine oder das andere erwähnen. Ihr habt es auch bei der Tour von diesem Video gesehen, es ist ein richtig langer Brocken, ich spiele hier mehr oder weniger das ganze Demo durch. Man kann auch noch ein bisschen rumcruisen, kann ein bisschen online gegeneinander fahren, kann noch Herausforderungen machen, aber so der Hauptteil des Demo wird hier abgedeckt werden. Es gibt viele Menschen auf dem Festival, die darauf warten, es zu sehen. Also schaffe es in einem Stück dorthin, ja? Der im Hintergrund redet, ist der Dan. Und wer sich noch an eins mal erinnert, dort war ja, glaube ich, Sarah so ein bisschen die Organisatorin gewesen, und sie hat einem gerade auch am Anfang des Game vor allem so ein bisschen durch Missionen und so durch Geschichte begleitet. Ja, ihr seht den Ben noch. Keine Ahnung, Sarah hat das irgendwie ein bisschen besser gemacht. Jetzt nicht nur, weil sie eine Frau ist oder so, oder irgendwie ein Viertel Blut war, sondern keine Ahnung. Es ist auch eine Geschmackssache. Ich finde es schade, dass sie nicht wieder die gleiche Organisatorin haben, aber das ist ja wirklich nur nebensächlich. Was ich mich ganz ehrlich auch frage, ist, ob sie eines Tages ein richtiges Forza Horizon Festival irgendwann auf der Welt werden organisieren. Weil, ja, sie denken so viel durch, sie haben dort so viel Stuff, wo sie dann grundsätzlich eigentlich in die Realität gar umsetzen können. Aber ich nehme an, es wird dann an den teuren Kerren scheitern. Und ihr seht schon eines der neuen Features im Forza Horizon 2. Oder schon das zweite, der Tag- und Nachtwechsel. Und das andere ist eben, dass man sich nicht unbedingt an der Strasse muss halten muss. Und interessanterweise, ich weiss nicht, ob es dem fertigen Spiel auch so wird sein, aber in der Demo wird man nicht wahnsinnig abbremst, wenn man Offroad geht. Wenn man einen Baum reinfährt, schon. Aber sonst Offroad fahren ist nicht wirklich ein grosser Negativeffekt, der das aufs Fahrzeug hat. Und das ist einerseits noch cool, weil dann muss man es auch nicht so genau nehmen mit der Strasse. Andererseits weiss ich dann nicht genau, wie fest das Gameplay beeinflussen könnte. Aber ich sehe dem eigentlich positiv entgegen, bin gespannt, was sie daraus machen. Wir sind mittlerweile hier auf dem Horizon Festival angekommen und sie bleiben eigentlich die ganze Zeit mit der Grafik. Und die Grafik ist echt auch wahnsinnig. 1080p, leider nur 30 Bilder in der Sekunde im Vergleich zum Forza 5, aber sie holen da grafisch einiges mehr raus, weil Prozessor und Grafikkarten haben ja auch ein bisschen mehr Zeit, um die Bilder zu berechnen, weil es nur 30 pro Sekunde sind anstatt 60. Und dementsprechend kann man auch ein bisschen mehr Details rauskutzeln oder so. Ja, ja. Ich hoffe einfach, dass das Video nicht irgendwie geflaggt wird, weil so viel Musik drin ist. So viel geile Musik. Sieht nicht die Details von diesen Autos an. Oder rein, besser gesagt. Schaut die Details an, da läuft mir fast das Wasser im Mund zusammen, ohne Witz zu sehen. Und ich war gestern am Abend ein bisschen enttäuscht, dass das Thema schon durch war und es jetzt halt gleich noch über 2 Wochen geht, bis es rauskommt, aber das macht nichts. Die Vorfreude ist gross. Ich habe das Demo jetzt mit dem Video, das ich hier zeige, zum 3. Mal durchgespielt. Zuerst habe ich natürlich den Lancer genommen. Ich meine, hallo, von diesen 3 Kerren ist für mich klar, den Lancer zu nehmen. Das 2. Mal habe ich es hinten mit dem Geländewagen gespielt. So, der geht auch ein bisschen ab, ja, ja. Und jetzt hier für euch nehme ich hier den RS3 Sportsback. Die Autos der Gegner sind auch immer angepasst auf das jeweilige Modell, das man nimmt. Als ich hier den Geländewagen genommen habe, haben alle anderen auch so Offroader gehabt. Und es ist ein bisschen ein Fail, weil der Typ sagt bei jedem Auto, das du wählst, es sei nach seinem Geschmack. Also, es ist nett, dass sie einem so Honig ums Maul schmieren, aber spielst du es mehr als einmal, kommst du vielleicht schon ein bisschen verarscht vor. Hier haben wir den ersten Blick, den wir auf die Map werfen können. Der schwarze Bereich zeigt ein Gebiet, das man die Demo nicht betreten kann. Mit dir hinter dem Steuer wird das heute keine Ausnahme sein. Wähle eine Veranstaltung, um mit der Meisterschaft zu beginnen. Und die Bedienung ist gleich wie im Horizon 1. Man kann sich hier mit dem GPS einen Weg setzen. Wir sehen uns dort. Das zeigt dem an, wo er die Rennstrecke oder der Rundkurs durchgeht. Eins habe ich noch vergessen. In all unseren Autos sind die 3 Radiosender des Festivals schon voreingestellt. Und das ist natürlich ein anderes grosses Plus. Das Das Access hat mir nicht so gefallen. Pulse ist eher so ein bisschen chilliger und ich meine, Bass Arena ist das, was ich auswähle. Als ich gehört habe, dass es sogar einen Musikkanal wird geben, der Hospital Records heisst, habe ich mich auch sehr gefreut, weil das ist ja das berühmte Label aus UK, wo einige richtig gute Drum and Bass und mittlerweile auch Dubstep-DJs drunter sind.
Ihr seht auch von den Schäden, das schaut optisch da wirklich auch ein bisschen Schäden sehen. Da musste ich schnell mein Handy holen. Darum bin ich dort einfach auch so in den Rand rausgekosselt. Und jetzt gehen wir schon noch ein bisschen Anlauf holen und ziehen dann mit ein bisschen mehr Speed durch. Währenddessen können wir noch kurz hier durchs Horizon Festival Gebiet durchfahren. Und ich bin nicht ganz sicher, es kommt mir ein bisschen klein vor im Vergleich zum ersten Teil. Vielleicht ist es aber auch einfach wegen der Demo, ist so ein Aussenposten. Ist aber eigentlich auch egal. Hier noch kurz schauen. Haben wir bei den Einstellungen die Option, bei der Schwierigkeit sehr viele Modifikationen vorzunehmen. Und wie beim ersten Teil wird man am Anfang immer zutextet. Es ist zwar lieb, wenn einem so etwas erklärt wird und man kann auf eine Stimme hören und nicht muss lesen, aber ja, eigentlich ist es ja selbsterklärend hier. Allzu fest wollte ich da zwar nicht reinsteigen, aber die Lenkung habe ich eigentlich schon immer gerne, auch im Horizon 1, auf Simulation gestellt. Irgendwie ist es am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger, aber das Auto lässt sich dann einfach wirklich besser lenken. Und ganz unten haben wir jetzt Zurückspulen, die Funktion, ich weiss nicht. Eigentlich ist es schon cool, dass das in Endgames so ein bisschen Standard wurde, aber irgendwie finde ich, ja, wenn du es verkackst, dann machst du es nochmal. Klar, wenn du jetzt ein 80-Runden-Rennen hast und in der letzten Runde am letzten Pfosten hängen bleibst, ist es klar frustig. Aber der Erfahrungspunktsbonus, den es hier gibt, wenn man es ausschaltet, ist schon nicht nichts. Das Cockpit ist auch sehr geil gemacht. Es hat auch funktionierende Rückspiegel im Vergleich zu der Crew. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Und das Coole ist jetzt eben wirklich, ich muss immer wieder aufs Horizon 1 referenzieren, aber dort hat man eigentlich relativ klare, vorgegebene Wege gehabt. Aber jetzt hier, ich meine, wenn ich keinen Bock habe, dann kann ich einfach quer durch die Weireben. Ich meine, es ist echt wunderbar, dass man den Weg so frei wählen kann. Das kommt halt immer auch mit gewissen Risiken her. Die Effekte sind auch schön gemacht. Aber wenn du einen Unfall baust, verlierst du alles. Licht und Schatten ist eigentlich noch gut, wobei man dann in der Nacht merkt, dass zum Beispiel die Bäume am Rand und so keinen Schatten werfen, was ein bisschen schade ist. Aber es ist halt das Detail, weil die gesamte Grafik praktisch ist echt wirklich wunderschön. Und ich kann mich nur wiederholen, mit dem Drive Club kommt auf der PS4 ein unglaublich geiles Racing Game daher mit wahnsinniger Grafik. Wir haben jetzt auf der Xbox One, Forza Horizon 2. Was willst du noch mehr? Auf allen Plattformen kommt jetzt die Crew, die sicher nicht mit der Grafik blufft, aber dafür mit der Größe. Ich wiederhole mich 1000 Mal. Zieht euch hier das schöne Mondfeld rein, oder was das auch immer ist. He? Und das Gute ist eben auch, dass wenn man es ein bisschen in der Kurve verhängt oder so, wenn man ein bisschen schnell kommt, dann hat man dann immer noch eine Option, ein bisschen über die Wiese zu rattern und so einem so ein bisschen das Leben ein bisschen leichter machen am Steuerrad. Zum Teil haben sie aber auch Bäume sehr fies positioniert, also man kann das schon nicht immer jetzt auf die Wiese nebendran setzen. Jetzt habe ich das letzte Mal auf der Karte so ein kleines abgelegenes Wägli gesehen, genau dort oben. Und dort habe ich schnell abchecken, was dort eigentlich abgeht. Die Enttäuschung wird es aber ziemlich gross sein. 400 Metern nach rechts abbiegen. Biegen wir mal rechts ab. Und schon wirst du zurückgesetzt. Weil das ist auch nicht zugänglich für die Demo. Es ist zwar nicht mit so einem Schatten beleidigt wie der Rest der Map, wo du nicht her kannst, aber irgendwie scheint das so ein bisschen zügelig zu sein, oder ich weiss es auch nicht. Jetzt haben wir hier noch einen schönen Spot, weil das ist auch etwas, was man hier machen kann. So ein bisschen zusammen rumhängen, so ein bisschen Kerren anschauen. Schön abgeräumt. Und wenn Rennspiele nicht so zusagen, der wird jetzt auch nicht unbedingt durchdrehen. Aber wer auch nur ein minimales Interesse hat und eine Xbox One hat, zieht nicht die Demo, probiert es aus, gebt mir eine Chance. Und wer keine Xbox One hat und auf so Racing Games steht, der könnte sich das eben gleich noch überlegen. He? Weil scheint wird das Game auch unglaublich viele Missionen haben und Zeug, die du erfüllen kannst. Es wird also für was war es? 80 Stunden wirst du halt mal alles durchspielen. Wobei, das finde ich jetzt eine sehr hohe Zahl. Und ich kann mich auch nicht mehr ganz genau erinnern. Vielleicht erfinde ich das jetzt auch. Vielleicht sind es dann nur 40, aber auch schon das wäre eigentlich viel. Ich bin dann vor allem gespannt, wie es eben im Vergleich zum Drive Club abschneidet, wo ja nur ein paar Tage später mit rauskommt. So wenn ich mitbekommen habe, werden alle PlayStation Plus Mitglieder so ein bisschen wie eine eingeschränkte Version bekommen und dann
mit einem Rabatt die Vollversion ziehen. Und das ist ja nicht Open World, das Game. Aber läuft eben mit der Grafik wirklich auch sehr. Das Gute ist auch, dass man im Vergleich zum Horizon 1 jetzt viel mehr tunen scheint. In der Demo kann man da noch nicht gross viel machen. Und ich weiss nicht, ob das neu ist, aber mir jetzt dünkt, im Forza 5 ist mir das nicht aufgefallen. Das links werden jetzt die ganzen Werte simuliert. Das heisst, wenn ich jetzt etwas anpasse, muss ich nicht zuerst auf die Teststrecke und dann schauen, ob sich der Karren etwas anders anfühlt. Das kann ich natürlich immer noch machen. Aber das Geile ist, dass dann die effektiven Werte links simuliert werden. Ob das auch spürbar ist, eben, wenn man so Änderungen einstellt, wird sich zeigen. Aber jetzt gerade zum Beispiel hier bei der Übersetzung, das ist klar. Wählst du tiefer, hast eine bessere Beschleunigung und büssest Endgeschwindigkeit ein und machst es umgekehrt. Hast umgekehrte Werte. Also ich finde das echt noch gut, dass hier das Zeug eben simuliert wird. So kann man sich schon relativ schnell ein Bild machen, wie sich die Änderungen auswirken. Wenn man jetzt zum Beispiel die Radstange oder so anpassen, das tut natürlich nicht unbedingt jetzt die Beschleunigung oder den Rennspeed beeinflussen, sicher auch minimal, aber das tut halt mehr das Handling und dort muss man es dann natürlich gleich ausprobieren. Top, dass man so viel einstellen kann, top, dass man jetzt auch gleich wie im Forza 5 kann tunen kann. Das ist genau das, was am Horizon gefällt hat. Und rechts, wenn ihr noch ein eine Wand voll Text lesen wollt, habt ihr hier noch einiges an Beschreibungen, was eben die Änderungen dann auch beeinflussen. Man fährt hier ja gegen so Drivatars. Leider ist kein einziger aus meiner Freundesliste hier dabei gewesen, wo ich gesehen habe, dass Destiny, der Joker... einen Schluck müssen trinken, wenn man vielleicht gehört hat. Und sonst noch ein paar. Schade, vom Namen genau nicht ein, aber ich bin da schon wieder absolut von dieser Grafik begeistert. Nur schon, wenn man hier durch die Ebene oder was es auch immer ist, durchflitzt und die ganzen Blätter aufwirbeln, das Licht, das Gefühl vom Speed und das Problem ist ja immer, bei 30 Bildern pro Sekunde haben gewisse Rennspiele das Problem, dass sie nicht so schnell und auch nicht so schnell wirken und nicht so gut reagieren. Aber das kann sich das Horizon 2 nicht vorwerfen. Schöner Jump über die Strasse. Echt nice, echt nice. Das Ziel ist eben auch der Multiplikator oben, wie ihr seht, und das Score so weit aufzujagen wie möglich durch verschiedene Manöver und Aktionen. Wenn man neu mit recrasht, dann verfällt das Teil. Ist noch eine coole Motivation, nicht allzu rübelhaft zu fahren, aber zum Teil hat man gleich keine Chance. Und hier seht ihr ein schönes Beispiel, alle bleiben auf der Strasse, ich ziehe links durchs Feld, kann dadurch eigentlich fast eine direktere Linie wählen und hole massiv auf. Ganz cool, wer an die Strasse gebunden ist, hat hier nicht ganz so viele Möglichkeiten, wie eben, wenn man offen rumfahren kann. Und ich finde halt schon, dass es ein bisschen die Zukunft ist von den Racing Games. Sicher wird es auch noch Rennstrecken geben, die abgesperrt sind oder so. Ich meine, man will ja auch noch so ein bisschen, sagen wir jetzt Formel 1 oder Laguna Seca oder halt irgendeinen so einen Kurs spielen. Etwas, wo eine Realität auch gibt, ein NASCAR-Rennen oder so. Aber wenn es dann darum geht, halt einfach mit dem Auto noch ein bisschen rumzucruisen, ein bisschen Zeug zu entdecken, dann ist einfach eine offene Welt massiv motivierender. Das ist so ein bisschen das Problem, das ich beim Forza 5 hatte. Ich habe das nicht allzu lange gespielt. Weil die Rennstrecken sind schon easy. Aber Open World eben. Je nach Geschmack, ich kenne auch Leute, die genau das Gegenteil sagen. Und darum ist es dann gut, dass man momentan eben so viel Auswahl hat an Renngames. Oder wird haben in unmittelbarer Zukunft. Was mir ein bisschen schwer auf dem Magen ist gelegen, um mal ein bisschen bildlich zu sprechen, ist die Tatsache, dass man die bestehenden Lenkräder nicht verwenden kann mit der Xbox One, weil sie irgendeine neue, bessere Rüttel- und Schütteltechnik haben, die jetzt eben hier mit der G27 von Logitech, die ich habe, nicht funktioniert. Und das ist, weiss Gott, wirklich der Anschiss, weil jetzt schon wieder ein neues Lenkrad kaufen und so habe ich eigentlich keinen Bock gehabt. Es gibt zwar ein bisschen günstiges, ohne Force-Feedback von Trustmaster, aber ja, ich weiss nicht genau, irgendwie ohne Force-Feedback brauchst du eigentlich gar keins zu kaufen, sage ich jetzt mal ein bisschen frech. Klar, jetzt, wenn sich jemand halt wirklich nur das leisten kann und lieber das kauft als mit dem Controller, kann ich es echt verstehen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass der Xbox One Controller echt gut ist und gerade mit den vibrierenden Trigger, wie ich über das Forza 5 schon mal erzählt habe, ist es eben schon noch cool, wenn man das Fahrzeug spürt. Aber ein Lenkrad, das ein bisschen entgegen hat und ein bisschen rüttelt und schüttelt, ist eben schon nur einmal ein bisschen
bisschen besser, um sich im Auto drinnen zu fühlen, wenn man dann noch so einen Rennsitz hat und so. Und dort sind wir dann eigentlich beim Punkt angekommen, oder eben ich, wo ich musste sagen, fuck, jetzt habe ich so einen Rennsitz, jetzt habe ich so ein geiles Renngame, ich habe ein Lenkrad, das ich nicht brauchen kann. Ich muss auch in diesen sauren Äpfel beißen und mir eins reinziehen. Und dann habe ich so ein bisschen geschaut bei Alcom und WOG hat ja das von Mad Catz, das momentan nicht erhältlich ist. Und über das habe ich nur teilweise gut gehört. Das sieht zwar cool aus, aber ja, ich weiß nicht, ich finde Mad Catz Produkt ist nicht so schlecht wie andere, aber dort hat mich nicht überzeugt von dem, was ich gesehen und gelesen habe. Und somit sind wir eigentlich bei den 2 Thrustmaster Lenkrädern. Das kleinere ohne Force Feedback und das grössere das TX. Und ja, 460 Steine oder so. Halleluja. Eigentlich möchte ich nur einen Adapter für 10 Franken kaufen, dass dann eben das Logitech geht, aber das ist ja wie gesagt eben unmöglich. Und da habe ich jetzt wirklich lange mit mir gerungen, sicher 1,5 Monate lang wieder hin und her. Ja komm, wir ziehen wir es lohnt sich sicher und hey, nein, so viel Geld kannst du echt nicht ausgeben. Und irgendwie ist mir dann auch heute bewusst worden, dass es ja, weiss Gott, noch andere Läden gibt, bin ich halt auf Amazon.de gegangen. Und ich möchte echt die lokalen Shops unterstützen, so gut wie es geht. Aber sind wir ehrlich, wenn du bei Amazon über 100 Steine weniger zahlst, ja, dann ist dann auch eben schon ein bisschen fraglich, wo man sich das Ganze holt. Und ich habe es jetzt mal echt bei Amazon probiert. Ich bin auch gespannt, wie viel dass ich nach Zoll noch drauf zahlen muss. Ob es sich am Ende des Tages wirklich lohnt, dann kann ich euch auch ein Feedback geben. Und ja, sorry World of Games und Alcom, ich hätte es echt gerne bei euch genommen, aber es ist dann schon ein bisschen ein Unterschied, ob es jetzt 320 oder eben 460 kostet. Ich meine, es sind ein paar Franken, gell? Also fahren, als hätten sie gestohlen. Nur schnell, ist gut übersetzt, habe ich müssen sagen, voll. Sonst ist es eigentlich noch gut Deutsch. Der Dan tönt halt auch ein bisschen lame, aber da tönen Motoren und Musik, die ganze Akustik eigentlich sehr gut, sehr satt aus, hat ganz geile Bass. Gerade dann, wenn alle die Rennen losgehen und auch visuell, es ist eben so viel geboten und sie haben an vielen Orten versucht, so ein bisschen wegzukommen von dem Standard auch 3-2-1-Los-Modus und sie zeigen jetzt eigentlich bei den Rennen, ihr habt es sicher gesehen, und sonst seht ihr es dann auch nochmal. So ein bisschen ein Schwenk über das Feld und dann geht das Rennen eigentlich los. Wirklich cool gemacht, wirklich cool gemacht. Da bin ich jetzt gerade so einem Special-Event dran, vorher kurz verhängt mit dem Bäumchen. Vom Maximum-Speed muss erreichen und das ist dort zum Glück kein Problem. 1 geschafft. Die werden allerdings nicht alle so einfach. Ja, ja. Und dann kann man eben jederzeit auch ziemlich easy Online-Leaderboards und so anschauen. Es gibt auch wunderschöne Ladebildschirme und klar, wer will schon auf einen Ladebildschirm schauen, aber das ist alles Ingame-Grafik. Vielleicht haben sie ein besseres Filtering drauf, aber ein bisschen flimmern tut es eigentlich in ihrer Entfernung schon. Von dem her können es wirklich 1:1 Grafik sein. Das Game ist eine absolute Wucht. Wirklich der Hammer. Und jetzt habe ich den Weg auf dem GPS links auf der Minimap unten gesehen, durch die gelb schraffierte Zone, dort darf ich eben auch nicht rein, sonst werde ich zurückgesetzt oder nur ganz leicht rein darf man. Und ich kann immer wählen, gehe ich der Strasse nachher, dort habe ich keine Bäume, oder gehe ich doch ein bisschen Bäume küssen und versuche ein bisschen schneller vorwärts zu kommen. Und ich meine, da muss ich meine Skills und vor allem auch meine Sicht, die Bäume können einschätzen in die Distanz. Schon noch ein bisschen trainieren, aber ich denke, das gibt ein paar sehr, sehr intensive Rennen, wenn man dann irgendwie Kopf an Kopf durch so eine Region mit vielen Bäumen durchknattert. Ja, ist das schon noch nervenaufreibend, ob man jetzt zum Ziel ankommt oder halt irgendwann kleben bleibt. Ist wirklich cool gemacht. Und auch das Feedback, das man vom Untergrund bekommt über den Controller, das ist echt der Hammer. Und dort hat die Xbox One der PS4 wirklich massiv etwas voraus. PS4-Controller hat sicher ein Touchpad, das ich eigentlich fast nie brauche, oder die Lightbar, die ich auch nicht wirklich nutzen kann. Aber die vibrierenden Trigger werden auch in Zukunft schon ein bisschen Standard werden. Ich hoffe es auch. Also, jetzt kommen wir zum zweiten offiziellen Rennen. Das ist ein Rundkurs im Regen. Danke Drivatar fürs Reinfahren. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Geiles Lied vom Nero, das gerade nachher kommt. Ich hoffe, wie gesagt, dass das Video nicht Content blockt wird oder so. Und es regnet jetzt hier in diesem Rennen, he? Und zieht mich dann rein, wie es aussieht. Vor allem gerade in der Cockpit-Perspektive. Wow, sie haben es echt gut herbekommen.
was soll ich sagen? Die Xbox One ist jetzt ein Jahr alt, die es von Anfang an hatte. Und sie haben grafisch schon so einen Sprung hergelegt. Ich bin echt gespannt, was in 2-3 Jahren ist mit diesen Games, eben auch von den ganzen Ideen, die sie dann hoffentlich noch haben und sicher vor verbesserter Grafik. Also, noch einmal schnell zurück. Ich sehe jetzt alles Wagen in meiner Wagenklasse. Dort war, glaube ich, Clio, der Sport. Und dann haben wir auch Ford Focus, das ist ein Golf, oder? Ja, so in diesem Gebiet. Und ich muss einfach zwischen diesen roten Markierungen durch, aber der Rest ist gleich. Hier empfiehlt es sich natürlich auf der Straße zu bleiben, vor allem weil es halt eben noch regnet und das ganze Terrain auch noch ein bisschen rutschiger macht. Ja, Abkürzungen kann man auch fast nicht gross nehmen, eben dadurch, wie die Dinge gesetzt sind. Und der Baum rechts, habe ich jetzt gerade gemeint, genau, dort bin ich bisher eigentlich fast immer reingeklatscht, weil ich dachte, ja, es reicht. Und hier konnte ich ihn wenigstens nur ein bisschen schrammen. Das Ziel ist natürlich auch, dass man einigermaßen überlegt fährt, weil es ist schon nicht nur ein Arcade-Game, das einfach Steuern rötzen und alle wegklatschen, aber es ist auch noch nicht genug ein Simulator, um für alles bestraft zu werden, also eine perfekte Mischung für mich. Zieht euch die Kühlerhaube rein, ganz geil gemacht mit dem Wasser, mit den Reflexionen, das ist Bumpercam, die gibt einem natürlich immer ein ganz schönes Geschwindigkeitsgefühl. Und ich muss sagen, die Cockpit-Perspektive ist wirklich beeindruckend mit dem Regen. Alle anderen Perspektiven, die Regentropfen sind fast zu klein, um sie zu sehen irgendwie. Aber hier haben sie wirklich Gas gegeben, also ganz, ganz cool gemacht. Es gab auch noch x Sachen, die ich jetzt hier dazu erzählen kann. Aber ich möchte schon, dass ihr es mal selber ausprobiert, wenn ihr die Option habt und es noch ein bisschen interessiert. Ich sehe ein paar Jahre auch noch ein bisschen Destiny spielen, obwohl das scheint nicht ganz so viel Content hat. Oder noch nicht. Aber eben, give it a try. Es ist echt cool gemacht und dann auch mit den ganzen Social Features und so, mit dem zusammen rumfahren, mit den Kerren anschauen. Man kann dann auch andere Kerren, Design-Tunings übernehmen, wenn einem das gefällt und so. Also sie haben wirklich sich vieles überlegt, dass die Leute dann auch ein bisschen zusammen etwas geben und nicht nur einsam mit den Drivatars hier in dieser Welt rumheizen. Weil ein Open-World-Game ohne andere menschliche Spieler ist das doch auch wieder ein bisschen Last fast. Der Fortschritt wird natürlich nicht gespeichert in der Demo, sonst wäre es schon lange mehr als Level 1, 2, 3. Und das Gute ist eben auch, dass ihr sehr individuell spielen könnt. Ihr könnt eben den Schwierigkeitsgrad sehr detailliert einstellen, was dann auf eure Erfahrungspunkte, die ihr könnt sammeln, Einfluss hat. Das wiederum hat den Einfluss, wie schnell das drauflevelt. Und wenn jetzt einer lieber ein bisschen vorsichtiger fährt, ein bisschen mehr Unterstützung hat, dann kommt er halt einfach ein bisschen langsamer vorwärts, aber er wird dadurch hoffentlich ein angenehmes Spielvergnügen haben und jemand, der schon ein bisschen besser daraus kommt, der kann natürlich den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Das ist ja nichts Neues, das gibt es schon in ganz vielen anderen Games, das erzähle ich euch da überhaupt. Ihr seht, die Drivatars fahren nach dem Rennen noch weiter und weg, zum Teil bewegen sie sich aus der Karte raus, dort wo ich nicht herfahren kann. Was ich auch noch cool finde, dass nicht einfach, wenn das Rennen fertig ist einfach alles weg, als wäre nie etwas passiert. Und das Wetter ist jetzt mittlerweile ein bisschen besser geworden. Der Boden ist aber immer noch ein bisschen nass vom Regen. Ihr seht, jetzt hinten wie die Giste aufspritzt und so. Der Himmel oben, es ist echt gut gemacht und das Geschwindigkeitsgefühl ist eben schon noch gross. Vor allem gerade, wenn man hier durch die Felder durchheizt. Vorher habe ich noch so ein Schild verwünscht, von denen wird es jetzt verschiedene haben, nicht nur solche, die den Rabatt geben wie im Horizon 1. Und das motiviert einem natürlich auch wieder ein bisschen zum Umfahren, ein bisschen schauen. Und wenn man dann in der Nähe ist von so einem Schild, wird es einem angezeigt auf der Minimap. Echt cool gemacht, ist wirklich voll der Hammer, das Game. Und währenddem das jetzt hier zum letzten Event rasen, und das Event ist wieder sehr, sehr beeindruckend, möchte ich mich eigentlich auch schon verabschieden. Genießt die letzten paar Minuten noch, wo du eben das letzte Event ausmachen. Noch ein bisschen auf den Sound hören, ein bisschen Musik checken, ein bisschen den Bass spüren, wenn ihr aufdrehen wollt. Macht's gut. Ciao zusammen.
schneller als du, aber ihr Wendekreis ist auch viel größer als deiner. Das könnte ein knappes Rennen werden. Beeindruckend, nicht wahr? Ich hätte nie gedacht, dass du sie besiegst. Nein, Tim, ich fahre nicht, aber die Teilnehmer sind die Besten, die beim Festival am Start sind. Komm schon, das Finale wird das Ereignis des Sommers. Ja, es ist super. Wo bist du gerade? Ach, zu dumm. Wir fahren gleich runter nach Nizza. Okay, wir starten die zweite Etappe der Autotour. Bereit? Wir fahren nach Nizza La Bella in die schöne Stadt Nizza. Komm schon, los geht's. Du solltest wirklich bei der zweiten Etappe der Autotour mitmachen. Stell dir mal vor, du, dieser Wagen und deine Freunde auf dem Weg nach Nizza. Worauf wartest du? Willkommen bei Horizon Online. Hier bekommst du wie beim Solospiel EP und Bargeld für alles, was du machst. Es gibt sogar Zusatzboni für Rennen mit Clubkameraden. Bei Horizon Online gewinnt man nicht nur als Sieger eines Rennens. Fahre schnell, sauber und beweise Fahrkunst. Dann erhältst du genauso viele EP wie der Sieger. Horizon Online kann man auf 2 Arten spielen. Bei der Online-Autotour gehst du mit Freunden auf eine Spritztour.
Dabei geht es direkt ans Eingemachte. Du reist von einem Ziel zum nächsten und trittst bei einer Reihe von unterschiedlichen Veranstaltungen an. Bei der freien Fahrt online kannst du dagegen frei wählen. Such dir Autos aus dem Autosalon aus, besuch Veranstaltungen, nimm an Autotreffen teil oder fahr einfach mit deinen Freunden rum. Es liegt ganz bei dir. Mach dich bereit für die Autotour deines Lebens. Du kannst jederzeit über das Pausenmenü auf Horizon Online zugreifen.